Et ass hircht, also auch Appelzeit. Du winst die Mä de gréessten Appellandwirt haut zu Lützeburg besiche gangen. Hien huet als seg Abecht Hof gewiesen an als erklärt, wéi dat an der Hauptsaison bei hinnen ofleft. Wir sind op Brecking op de Prattenhof gefu an hun den Hauptlandwirt gefrot, wéi se Betrieb funktioniert a wie sich entwickelt huet. Ja, ich hatte immer normale landwirtschaftliche Betrieb mit Milchvieh, Ackerbau an Griechenland. Und du hast 2003 als umgestaltet gin as ich op den Obstbau. Wir machen hauptsächlich Äpfel an Bieren und daneben Monat eng Direktvermarktung, wo dat direkt um den Konsument verkauft wird, mutig Haf. Und dann mit den Äpfel machen wir nach Juen, der Lampi, den ist relativ bekannt immer an, wird noch ganz viel Gebäß gemacht. Auch Äpfelkompott, also Produkte, die genau weiterverschafft. Und das kriegt alles hier im Haft zu kaufen. Dorop sinn mehr als gefrot, wat de Bauer an der Hauptsaison mat den Äppel noch so weiter mischt. Der größte Teil der geht die größte Lützebäuer Schein und der Kaktus. Und dann daneben verkaufen wir nach hier im Hafen. Wir beliefern noch Kantinen. Wie gesagt, wir verkaufen Äpfel und Bieren hier im Hafen an die weiterverarbeiteten Produkte wie Gebäse, Kompott, Äpfeljus und so weiter. Als nächstes wollten wir wissen, ob ihr Produkte sur Place weiterverarbeitet gehen, aber ja, wie sie sich lehnen. Gebäß wird alles 100% hier im Hafen gemacht, wenn ihr am Geschäft seid. Das ist eine gläserne Produktion, der Tisch, der sieht durch ein Fenster, wie das wir schaffen. Da könnt Leute dann an die Küche gucken, wie das wir hier schaffen. Wir haben uns auch gefragt, ob der Klimawandel einen Einfluss auf die Rekolten hat. Ja, Klimawandel, ich meine, wir hatten bei den Bieren hatten wir Frostschuld. Aber ob das direkt um den Klimawandel zurückzuführen ist, ich meine, das ist all pro Jahr so viel, wo aber kann erfrieren oder so. Das war das ja bei den Bieren ein bisschen mehr gravierend, bei den Äpfeln war ein ganz guter Rekolt. Der Bauer hat uns noch erklärt, welche Sorte Äpfel und Prattenhof umgebaut gehen und die schwarze sich unterschieden. Wir produzieren 14 Sorten, der Standard wie Jona Gold, Golden und Elster und so weiter. Und daneben tun wir auch noch ein paar spezielle Sorten wie den Topaz zum Beispiel, das ist ein Apfel für Leute, die Diabetiker sind oder die eine Intoleranz auf den Apfel haben. Da klappt das ganz oft. Und, ja, daneben machen wir noch Bieren, auch Williamsbieren, und wir noch von den Äpfeln rum, da der Welland-Äpfel, das ist ein bisschen mehr rustikalen Äpfel wie früher oder so, den auch ganz gut am Gut, also noch den du gut nachholt wie die Äpfel von früher. Als letzte Frage war, wie schwer es als Lützeburger Bauernhof zu überleben und wie sie vom Staat unterstützt gehen. Also ich muss so wie 2017, da hat man richtig gefragt, da war mehr wie 50% davor, da hat der Staat uns geholfen. Und unter dem letzten Jahr konnten wir eine Versicherung machen, wo der Staat auch einen Teil mit beilädt. Das muss ich sagen, das geht aber. Mehr spät hat er sein Betrieb verbannen gewesen und erklärt, wie er seine Rekolte gelagert gehen. Wir haben bald 365 Jahre Äpfel. Wir lernen sie an und dann auf ihrer Mesure gehen sie rausgeholt. Bis zum Schluss, in Juli, August kommen wir damit. Die lernen wir mit relativ tiefen Temperaturen, verschiedene Sorten auf 0,5 oder ja, 0,5 Grad. Wenn wir ziehen den Sauerstoff dann noch raus, eine lange Zeit lang. Das ist alles auf natürlicher Basis. Der Sauerstoff wird abgeschmeckt, den raus, und der Rest bleibt dann am Frigo, sodass der Apfel sich dann ganz lang hält. Eine ganz wichtige Frage war natürlich, wie den Experiment, dass ein Äpfel daheim lagern soll. Es gibt just eine Antwort, das ist am Frigo. Das ist am Frigo. Wenn ihr nach Lunde kalt eine halbe Stunde, eine Stunde oder einen halben Tag nur raus will, aber so eine Frucht, zum Beispiel ein Bier an den Äpfel, das kriegt dann der Frigo. Du Bannen hat hinaus den Weg von den Äpfel nur der Rekolten erklärt. Voilà, wenn wir hier runter geguckt haben, du hast den Äpfel an Wasser, da kommt, da schwimmt der Scheilos ran, dass sie ganz schön in die Maschine können. Und da geht nach über Biechten und da geht er gedröschen. Und das wird den Transport ganz schön bis bei Küste zu machen, wo wir dann mit der Hand abhängen. Und das geht nicht drüber, geht nicht mehr schön so wie das Wasser. Und dann denkt es, wird proper gemacht. Als nächstes konnte mehr nach dem Landwirt seine neue Maschine gewesen. Voilà, hier mal am Turm von Grefa, da geht der Apfel 1,5 Tour, geht rundherum gedreht. Und da muss die Kamera seinen Durchmesser.
Und dann dënner wësse mir op wéi enge Linnummer setzen op wéi Band fir dann kalibréier, dats den Appel die Kkleng bei die Kkleng, die Mëttel bei die Mëttel an die Gros bei die Gros. Zu guter Letzt du Meers gefrot, wieviel Apple hier pro Dach ist. Ech gin oft Lsch dabei gen 2 dran, wéi dat se schmechen an dann méi dat Win awer schon op puer.